Wir haben großen Ärger, Leute. Der Briseforst steht in Flammen. Oh! Oh, resolute Ute. Oh, du bist auf dem Heimweg? Erfüll immer schön deine Mission, ja? Ich hab nicht die leiseste Ahnung warum, aber dieser Froderich hat mich hierher gerufen. Oh, lol. Die stärkste Person. Yo, wait, und die hat Urs im Armdrucken geschlagen. Mein alberner Mann ist richtig eifersüchtig geworden und meint, ich hätte mit Froderich ein Rendezvous in der Höhle. Also habe ich gesagt, dass es genauso ist. Oh, shit. Die ist wirklich resolut. Frauen so resolute. Einfach nur richtig schön provozieren. Froderich hat uns kontaktiert und uns einen Überblick über den Zwischenfall gegeben. Ihr beide habt also eine mysteriöse Maschine gefunden, die zu diesem ungewöhnlichen Verhalten der Pokémon führt. Hervorragende Arbeit, Neuling. Natürlich bedeutet das Mission geschafft und Ranger-Pose. Hihihi. Lass uns hier keine Zeit mehr vergeuden. Mare, ich befördere dich offiziell in den Ranger Rang 1. Rang plus 1. Ja, wunderbar. Level up. Was bringt das jetzt? Hochgestärke Käfer ist nun anwendbar. Ach, wir können gar nicht alle Stärken direkt verwenden. Wir verbessern bei jeder Beförderung die Funktion deines Fangkoms. Überprüfe das Glossar deines Fangkoms zu Einzelheiten neuer Funktionen. Hey, sieh dir das mal an. Sieht aus, als würde sich da einer deiner Mitschüler einen Namen machen. Almir Journal Nummer 3. Fiore-Sonderausgabe. Aha. Garados Trupp durch Sommerlingen. Ja, also das Blade ist, ich habe tatsächlich den ersten Teil nicht gespielt und ich kenne mich da jetzt eigentlich wirklich aus. Bodo, der neue Held, was hat er denn da gemacht? Zunahme anormalen Pokémon-Verhaltens. Seltsame schwarz gekleidete Männer und Frauen gesichtet. Das böse Team oder wie? Und Bodo hat das Garados gezähmt oder wie? Gestern hast du jede Menge Zeitungen ausgeliefert. Heute ein Abstecher in die Ozeanhöhle. Ich wette, du bist ziemlich erschöpft. Also, sorry, ich muss immer lachen wegen Luan, Alter. Also, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich die Speichernheit der Basis verwenden. Das ist eine gute Rückversicherung. Ja, dann lass mich jetzt speichern, Alter. Hat ihr irgendein Ranger Zeit für mich? Ich hatte gehofft, jemanden für meine Mission zu finden. Hallo, Kleinhain. Unser Neuling Mara könnte dir vielleicht helfen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir diese Bitte als richtige Mission behandeln können. Als normaler Auftrag sollte sie aber kein Problem sein. Genau genommen ist das sogar eine gute Gelegenheit, dich mit Aufträgen vertraut zu machen, Mara. Sehr gut, sehr gut. Auf das wollte ich nämlich auch mal zurückkommen. Normale Bürger kommen nicht selten mit der Bitte um Unterstützung zu uns. Einsätze, die aus solchen Anfragen herrühren, nennen wir Aufträge. Damit meine ich, dass die Arbeit eines Rangers nicht nur aus Missionen besteht. Leute, die Hilfe brauchen und einen Auftrag zu vergeben haben, sind leicht zu erkennen. Über ihren Köpfen schwebt nämlich eine Sprechblase mit ... Außerdem schickt die Ranger-Vereinigung Infos zu Aufträgen auf deinen Fangkom. Rühre in der unteren Ecke bla bla. Du siehst eine Liste aller Aufträge, die bei der Ranger-Vereinigung registriert wurden. Kleinhain hat ein Problem. Hör es dir mal an, in Ordnung? Alles klar. Das ist sehr gut, weil ich hab immer mich gewundert, so wann kommen Aufträge nehmen und so. Aber jetzt geht's los. Das ist natürlich toll. Also, ich versuche es einfach zu halten. Meine Frau musste raus zur Ozeanhöhle, also war ich mit dem Melken dran. Aber du kennst mich, ich habe schreckliche Angst vor Pokémon. Naja, dann ist unser Bildtank heute echt widerwillig und beißlustig. Ist mir egal, ob das jetzt eine Mission oder der Auftrag ist, ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Kann irgendwer mit zu meinem Hof kommen? Ja, und das Bildtank wieder beruhigen? Oh, du machst es, sagst du? Du befreist mich von einer schweren Last. Okay, nachdem es geklärt ist, vergeuden wir nur noch Zeit. Ich warte auf dem Hof. Nur zur Erinnerung, mein Hof... Ja, Bro. Du weißt doch, wo der scheiß Hof ist. Damit hättest du deinen ersten Auftrag. Du solltest wissen, dass man immer nur einen Auftrag zur selben Zeit annehmen kann. Es sähe schlecht aus, wenn wir mehrere annehmen und dann einen vergessen würden. Wenn du einen anderen Auftrag haben willst, musst du erstmal den aktuellen erfolgreich abschließen. Oder du brichst den aktuellen Auftrag ab, indem du einen Auftrag mit dem Auftraggeber redest. Oh, das wollen wir natürlich nicht, ne? Ist er draußen? Ja, oder ist er? Unser Bildtank, es ist seit heute Morgen ununterbrochen in diesem mürrischen Zustand. Mama musste weg und ich habe eine wahnsinnige Angst vor Pokémon. Also habe ich mir gedacht, dass ein Ranger sicher weiß, was in der Lage zu tun ist. Ich denke, du schaffst es, Mülltank zu beruhigen. Einfach fangen, oder? Ja, tatsächlich. Ich werde genau hier sein und dich anfeuern. Und die aktive Mission, der aktive Auftrag wird mit einem Ausrufezeichen markiert. Ui. Wow. Okay, das wurde wieder nicht getroffen worden gerade. Tackle 2. Es greift an, indem es Schockwellen erzeugt und wild umherrast. Bist du wieder chillig hier jetzt? Ja, so soll es sein. Du hast mir einmal mehr aus der Patsche geholfen. Stimmt, ja. Auftrag geschafft. Und jetzt kommt der geile Scheiß. Jetzt kommt das Geile, warum Aufträge so nice sind. Es trifft eine Nachricht auf den Fangkom ein. Uns wurde bestätigt, dass du einen Auftrag geschafft hast. Immer wenn du einen Auftrag abschließt, bei dem du einen Auftraggeber bei einem Problem hilfst, belohnt dich die Ranger-Vereinigung. Du erhältst Power-Up-Daten als Zusatzoption zum Aufrüsten deines Fangkoms. Wir senden jetzt deine Power-Up-Daten via Drahtlos-Übertragung. Empfange Power-Up-Daten.
Pflanzenabwehr erhalten. Schaden durch Pflanzenangriffe um 3 reduziert. Um 3 reduziert? Was ist jetzt, wenn er Angriff Ohr 2 oder 3 Damage macht? Da kriege ich einfach gar keinen Damage. Vom Typ Pflanze natürlich. Vielleicht ist alles Minimum Ohr Damage. Aber selbst das war ja schon heftig. Hallo? Also das ist halt dann geil. Ihr seht schon, da gibt es so viel mehr Sachen zu sammeln. Also das da die halt schon gern vervollständigen dann. Sodass wir den ultimativen Fangkommen haben. Ja, gehen wir einfach nur mal in die Basis. Oh, bam. Was war das? Ah, okay. Du hast das allein hierher gebracht? Du hast es auf deiner Schulter getragen? Also wow, resolute Ute. Du bist wirklich bei weitem Almirs stärkste Person. Das unheilvolle pulsierende Geräusch ging von dieser kuriosen Maschine aus. Die Pokémon in der Nähe schienen zu leiden. Es war, als ob sie unter Hypnose ständen. Zudem konnten wir sie bei unseren Fangversuchen nicht als Freunde gewinnen. Pokémon unter Hypnose? Und unmöglich zu fangen? Lass mich das mal zu analysieren auseinandernehmen. Moment, nicht so schnell. Wir lassen es als erstes von Professor Hastings vor der Ranger-Vereinigung untersuchen. Dummerweise ist der Professor gerade auf Geschäftsreise in der Fiora-Region. Wir müssen also seine Rückkehr abwarten. Ich möchte das aber auseinandernehmen. Hör zu, Eleonora. Professor Hastings wird sich das ansehen, sobald er von der Reise zurück ist. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber du musst leider noch ein bisschen warten. Luana, was sagst du dazu? Das ganze Design ist so altmodisch. Es ist überhaupt nicht niedlich. Okay. Und wie ich mir gedacht habe, ich war gerade auf der Suche nach Aufträgen, nachdem wir die Funktionen jetzt mehr oder weniger freigeschalten haben. In Schikolingen hat das kleine Mädel einen Auftrag. Ranger, kannst du bitte helfen? Wir möchten, dass du die Brücke in der Nähe der Schule untersuchst. Als ich dort mit meinem Freund spielte, hörten wir ein merkwürdiges Rufen. Die Rufe kamen von unterhalb der Brücke. Ich glaube, es ist ein Pokémon, aber meine Freunde behaupten, es sei ein Geist, um mir Angst zu machen. Falls es wirklich ein Geist ist, dann wäre das schrecklich. Kannst du der Sache auf den Grund gehen? Jawohl. Das machen wir doch gern, um unseren Fangkommen zu verstärken. Dieser Ruf ist nicht der eines Pokémon. Hier in der Gegend gibt es viele Geister. War es zu unheimlich, um zu sagen, dass es ein Geist war? Ah, Bojelin. Da war ein Bojelin unter der Brücke. Das hätte man nicht fangen können, Mann. Haben wir noch nicht. Wir haben nicht mehr Bamelin. Bodo hat ein Bamelin. Das haben wir im Almir-Journal gesehen. Ausgabe 3. Seht ihr? Es war überhaupt kein Geist. Natürlich nicht. Wir haben dich da nur auf den Arm genommen. Tut uns leid. Entschuldige, dass wir dir so einen Schrecken angejagt haben. Lass uns Freunde sein, in Ordnung? Ja, Freunde. Ja, Kinder. Seine Kinder. So geht sowas. Hey, danke, dass du meinen Auftrag angenommen hast. Ey, das war halt einfach geschenkt. Einfach nur nochmal, um zu zeigen, wie Aufträge funktionieren. Gib mir die Power up, Alter. Wasserabwehr. Das ist doch auch was kurz. Aber die -3, oder? -3, ja. Geil. Das war gute Arbeit. Am nächsten Tag. Bade das, guten Morgen. Wir haben großen Ärger, Leute. Der Briseforst steht in Flammen. Oh, ich habe es eben von Froderich gehört, der auf einem Spaziergang war. Luana, was macht sie da? Morgen hat wir seinen Toast anbrennen lassen. Dieser Geruch hat mich geweckt. Oh, hallo Chef. Luana, dieser Geruch ist kein Toast. Im Briseforst brennt es. Werde wach und sieh zu, dass du mit Mare zum Brandherd gelangst. Lösch dieses Feuer, Ranger. Feuer? Wir sind schon unterwegs. Endlich mal nicht bloß mit Froderich die ganze Zeit rum, sondern aber mit Luana jetzt. Ja, ich weiß, wo der Briseforst liegt. Eure Sicherheit ist am wichtigsten. Wenn ihr irgendetwas tut, was euch in Gefahr bringt, macht ihr mich ziemlich sauer. Komm schon, Mare, wir müssen uns ranhalten. Oh, die Leute schauen schon alle. Bekämpfe das Briseforstfeuer. Hier sieht alles okay aus. Das Feuer muss tiefer im Wald sein. Ja, du rachst doch schon. Da ist ein kleines Mädchen. Ach du liebe Güte, ist das die kleine Mara aus dem Haus neben der Basis? Der Wald brennt, Mara, du musst hier sofort raus. Mara kann nicht heimgehen. Maras Vonera sind alle weggerannt. 3 von 4 sind fort. Sie wollten einfach nicht mehr auf Mara hören und sind irgendwann gerannt. Das ist ärgerlich. Aber jetzt mach dir keine Sorgen mehr. Wir gehen deine 3 Vonera suchen. Das macht ihr echt? Vertrau uns, wir sind Ranger. Gut, Mara, wartet genau hier. Was? Erst Kikugi fangen, wenn wir es noch nicht haben. Wir müssen ja hier an unserem Pokédex-Dinger. Obwohl du auch was in die Pokédex, du hast Verzeichnis. Jo, tatsächlich 0 Damage. Haha! Ich wollte auch noch gerade sagen, gut, dass wir die Pflanzenabwehr jetzt haben. Oh, shit, Alter. Shinux. Die neue Pokémon, die rasseln aber gerade noch so durch. Überladen. Es entlädt Elektrizität aus seinem gesamten Körper, um anzugreifen. Wir lassen sie jetzt auch einfach mal frei, weil ich keine Ahnung habe, ob wir die brauchen oder nicht. Die anderen Sachen hören sich zu gut an. So, Tackle. Vonera. Dann holen wir erstmal nur mal Kikugi und schauen, was in dem Baum drin ist. Ich habe nicht gewusst, dass wir die Voneras so mitnehmen müssen. Aber okay. Ja, Vonera, vielen Dank, Ranger. Aber Mara hat insgesamt 4 Vonera. Ja. Chill, Alter. Hornliu, ey. Alter, so viel neue Pokémon, das doch stehe. Das bedeutet eigentlich ja dann nur für uns Progress. Oh. What? Der Überfall der Knospis.
Das war unser zweiter Vierer-Fight. Ja, wir haben ja schon 4 Nebulax gehabt. Diese Knospi, sie müssen aufgeschreckt worden sein, als der Baum plötzlich umgestürzt ist. Sie haben sich wieder beruhigt, also können wir sie freilassen. Und was wollen wir jetzt machen? Wir können nicht mehr weiter. Wir müssen das Ziel beseitigen, denke ich. Ein Shillock sollte mit diesen Flammen fertig werden können, oder? Ich hab bloß ein Shiggy. Wir können halt schnell Shiggy trainieren und dann entwickeln. Okay, also sind wir gezwungen, nur nach oben zu gehen. Das ist nochmal Kikugi, was hast du zum Sagen? Der absolvierte Junge vom Strand. Ah, stimmt! Ah, wie geil! Das ist wirklich der absolvierte Junge vom Strand. Ich bin kein Ranger und darum kriege ich kein Pokémon dazu, mir zu helfen. Stattdessen lösche ich die Flammen mit dem Wasser aus dem Fluss. Alter, ich hab grad echt gemeint, du pisst die Flammen aus. Aber ja, wenigstens das. So, dann machen wir jetzt auch nochmal Tackle. Da ist auch nochmal Hornlio drin. Havebrück, Briesenau. Havebrück liegt auf der anderen Seite des Brieseforsts. Okay, Havebrück ist dann wahrscheinlich so die nächste Ortschaft, in die wir reisen werden. Oh, da brennt's ja schon richtig. Mein Gesicht fühlt sich ganz heiß an. Die Flammen werden immer stärker, je tiefer wir in den Wald kommen. Oh, das ist eine kaputte Maschine. Oh, das rote Ding da. Ist es nicht genau sowas wie die kuriose Maschine, die uns von der resoluten Ute mitgebracht wurde? Aber wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, erstmal fetzen wir da... Das Feuer ist zu haulig. Wir kommen hier nicht weiter. Ja, hey, Bro, ich würde eigentlich Lust, das Shillock fangen. Und zwar mit der Pokerstärke. Let's go. Ich meine, hey, wenn wir schon Elektro-Pokémon haben. Ui, da. Aber finishen muss man mit dem Kreis. Okay, I see. Ja, sorry, Shiggy, aber da bist du ja draußen. Nein, wir machen so. Vielleicht muss man da irgendwo löschen Ohren sein. Man kann ja auch sein. Man kriegt sogar Punkte dafür, wenn man Pokestärken einsetzt. Flammen von brennender Stamm wurden rasch gelöscht. So, und da ist jetzt Safer Vonera, wie man das Game Design halt kennt. Aber gut, das ist eigentlich als Auftrag? Nicht, oder? Da ist nur mehr Shillock. Werden wir dann wahrscheinlich gleich brauchen. Ja, da tatsächlich. Willkommen zurück, Vonera. Dankeschön, Ranger. Jetzt sind alle wieder da. Sei vorsichtig auf dem Heimweg. Ja, Mara wird vorsichtig sein. Tschüss. Oh, ganz vergessen. Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir kriegen einfach nur ein Danke. Hoffentlich entlohnt sich das dann später noch. Wir machen hier nichts umsonst. Kann man vorstellen, dass wir das jetzt noch öfters machen werden. Sowas löschen. Wir wundern ja, dass durch den Rach die ganzen Pokémon noch nicht abkauen sind. Dann schauen wir mal. Können wahrscheinlich wieder Hornlio raus. Oh, nein! Bibor. Was hast du drauf? Hast du Zerschneider drauf, oder? Oh, du bist einfach fucking schnell, okay. Zertrümmern, okay. Es feuert aus dem Hochgeschwindigkeitsflug heraus giftige Nadeln ab. Brauchen wir jetzt dann irgendwo zertrümmern? Hey, das ist Froderich. Hey, ist das hier warm genug für euch zwei? Tut mir leid, kein guter Zeitpunkt für Witze, aber ich bin froh, euch zu sehen. Und das ist definitiv kein Witz. Ich führe die ganze Zeit Pokémon in Sicherheit, aber es nimmt langsam Überhand. Diese Situation verlangt nach der Arealfähigkeit Regentanz. Turtok haben diese Fähigkeit. Kommt mit, ihr zwei. Du hast Roselia rechts. Ich hasse es, das zuzugeben, aber mein Fangkommen fällt in diese wahnsinnigen Hitze ständig aus. Darum müsst ihr beide jetzt für mich einen Turtok fangen. Es sollte sich eines am Wasser herumtreiben. Ich bleibe hier und halte Ausschau nach Pokémon in Not. Ich zähle darauf, dass ihr dieses Turtok findet und herbringt. Okay, Arealfähigkeiten. So. Oh, Bamelin. Boah, da brennt ja richtig. Da sind richtig viel von diesen Maschinen. Aber jetzt holen wir uns erstmal ein Pokémon. Zerschneiden 2, geil. Es greift an, indem es Pollen ausstößt. Und Level Up. Whee. Wir haben Löschen 1 jetzt nie braucht. Und außerdem fangen wir jetzt nur Bamelin. Löschen 1, freilassen. Da warten überall Pichus zum Aufladen. Sehr gnädig auf jeden Fall, aber brauchen wir halt nicht. Turtok, das Turtok. Was ist da? Okay. Und dieser Angler drüben. Au! Bro, der greift uns einfach Vollgas so. Was hast du drauf? Tackle 2. Es greift an, indem es dolchartige Blätter verschießt. Oh, es gibt aber Punkte, das ist Wahnsinn. Diese dicken Viecher. Ja, wir brauchen die safe nicht. Andererseits, keine Ahnung. Ach, Leute, wir brauchen dringend mehr Platz für Pokémon. Weil ich denke mir immer so, wenn die Pokémon doch schon sind und so versteckt in so einem Special Spot, dann werden wir die doch jetzt irgendwo noch brauchen, oder nicht? Obwohl, wir brauchen jetzt sowieso erst bei Turtok. Fragezeichen? Ein Bojelin oder ein Empoleon sollte dich auf dem Strom befördern können. Okay. Oh. Pokefähigkeit. Sowas von. Ah, vielleicht ist es Schalkereien dafür dort, dass wir das besser fangen können. Das Turtok. I don't know. Oh, 3 Damage, Alter. Das heißt, er macht normalerweise 6 Damage. Scheiß auf Schalkereien. Keine Ahnung. Wir wissen ja, wo es ist, theoretisch. Das ist immer so der Struggle, man weiß nie genau, was man jetzt mitnimmt. Aber am besten ist halt so eine Mischung. In der Ozeanhöhle hat man auch schon gesehen, ich war recht gut prepared und habe so einige verschiedene Fähigkeiten dabei gehabt. Und dann war es der Schneider, das wir braucht haben. In der Höhle. Ja,
Ja, dann machen wir jetzt doch diesen Regentanz, oder? Wunderbar, du hast den Tour-Talk. Er scheint sich sogar motiviert zu fühlen. Seine Arealfähigkeit könnte funktionieren. Wo wir diese Arealfähigkeit verwenden müssen, das musst du leider selbst herausfinden. Doch keine Sorge, wenn du am richtigen Ort bist, wirst du eine Eingebung haben. Wenn du diesen Ort findest, erscheint Fragezeichen über dem Kopf. Wenn Fragezeichen erscheint, bist du dort, wo du die Arealfähigkeit einsetzen solltest. In unserem Fall solltest du also das Tour-Talk berühren und den Regentanz auslösen. Du kannst das Fragezeichen auch verwenden, um zu prüfen, welches Pokémon helfen könnte. Ja, das haben wir vorher schon gesehen. Doch. Wow. Das Feuer ist zu heiß, wir kommen hier nicht weiter. Rain Dance. Dancy Dancy, let's go. Und der Waldbrand ist gelöscht. Wenn ich gewusst hätte, dass es regnen würde, hätte ich meinen Schirm mitgebracht. Macht natürlich nur Spaß, wir werden ja für die gute Sache durchnässt. Nun haben die Pokémon des Waldes durch das Feuer nichts mehr zu befürchten. Gute Arbeit, Luana und Mare. Mit Triefen und Schniefen Mission geschafft. Ranger-Pose! Oh Mann, oh Mann. Und Pachirisu ist so putzig. Aber was hat das Feuer verursacht? Und warum sind hier so viele kuriose Maschinen von der Sorte, die wir aus der Ozeanhöhle kennen? Ich kann nicht, ich bin zu ausgebrannt, um klar zu denken. Lasst uns zur Ranger-Basis zurückkehren. Ja, aber ihr wollt mir echt nur umschauen. Mysteriöser Typ. Warum haut der Kerl da ab? Oh na, sorry, es ist jetzt Stimme. Warum haut der Kerl da ab? Irgendwas stimmt da nicht. Der Kerl hat üble Verbrennungen. Wir müssen ihn zur Behandlung an die Ranger-Basis mitnehmen. Abmarsch. Diese ausgebrannten Maschinen, vielleicht weiß er etwas darüber. Wir eskortieren den Typen zur Ranger-Basis. Mario, du solltest auch mitkommen. Darf ich mir jetzt nur umschauen? Schon, oder? Ich bin ja nämlich noch nicht fertig. Ah, genau, da was haben wir vorher reingemacht. Das ist Shillock. Wadribi. Ist sogar weiblich, oder? Pokestärke Flug. Okay, geil. Gehen wir nicht durch. Da haben sie abgespart wegen am Waldbrand wahrscheinlich. Aber eigentlich haben wir jetzt alles gesehen. Schaut gerade nicht so aus, als darf es noch was Nice geben. Froderich, Luana und natürlich Mare. Euer Einsatz heute war herausragend. Gute Arbeit, Ranger. Mare, du wirst hiermit offiziell in den Ranger Rang 2 befördert. Geiler Scheiß. Pokestärke Feuer ist nun anwendbar. Wir haben sogar kein Feuer-Pokémon gehabt. Krass. Kampf ist nun anwendbar. Wir haben auch noch kein Kampf-Pokémon gehabt. Der Typ hier stinkt nach Öl. Er wollte einfach nicht aufhören, sich zu wehren. Selbst als Eleonora so nett war, seine Verbrennungen zu behandeln. Ich sage, der Kerl hat etwas zu verbergen. Wir sollten ihn ein bisschen fester fesseln. Bis er beschließt zu reden. So regeln das die Ranger. I see. Geil, oder? Hey, nach Öl stinkender Typ. Wie wäre es, wenn du uns zumindest deinen Namen sagst? Ansonsten wirst du immer nur der nach Öl stinkende Typ sein. Nach Öl stinkender Typ? Ah, so ist es also. Du möchtest, dass sich jemand einen Namen für dich ausdenkt? Ich bin da mal so frei. Wir könnten dich nennen, du hast 3 Versuche vor uns abzuhauen, also wie wäre es mit Stinkeölflitzer? Das gefällt dir, wie? Chef, als Komiker bist du echt grauenhaft. Das hat doch überhaupt keinen Witz und die Nummer ist zu lang. Stinkeölflitzer? Wie wäre ein Name, der irgendwie nach Öl klingt? Öli, Olli. Wie gefällt dir Olli? Da, er hat gegrinst. Dann ist es entschieden, Olli soll sein Name sein. Also dann, Olli, erzähl mal, verbirgst du etwas vor uns? Willst du weiter den Sturen spielen, was? Du redest schon, wenn du Hunger kriegst. Lass ihn gefesselt. Im Moment mache ich mir mehr Sorgen um die Bürger von Briesenau. Obwohl das Feuer gelöscht ist, sind sie bestimmt aufgeregt und besorgt. Mari, ich habe eine Aufgabe für dich. Mach einen Rundgang durch die Stadt. Wenn du irgendwelche Aufträge noch nicht erledigt hast, bietet sich dir jetzt genau die Chance. Melde dich dann wieder bei mir. Auch wenn du nichts Außergewöhnliches findest. Okay, cool. Dann haben wir jetzt mal wieder die Zeit für Aufträge. Hey, glaube es oder lass es bleiben, aber ich bin wirklich wütend. In letzter Zeit werden hölzerne Kisten an den Seefürstrand gespült. Ich glaube, irgendjemand wirft sie von einem Art Frachtschiff oder so etwas in der Art ab. Da hat es ja schon mal was gekostet von wegen Frachtschiff. Da in der Nähe. Da wollen wir auch mal nachschauen. Vielleicht kämen wir sogar auf das Schiff rauf. Das war schon echt cool. Hui. Story. Das ist schlecht für die Umwelt und verschandelt den Strand. Heute früh wurden auch einige angespült. Diese resolute Ute hat sie mit bloßen Fäusten zu Brennholz zertrümmert und mitgenommen. Wenn du irgendwelche Kisten am Strand bemerkst, kannst du dann auch etwas gegen sie unternehmen? Ja klar. Super, ich wüsste, du würdest ja sagen, Ranger. So nämlich. So, Frage. Wären mir... Ja, passt. Frage hat sich erübrigt. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr einen Auftrag irgendwann mal habt, ob mir dann andere Aufträge auch noch angezeigt werden. Tatsächlich. Ist es nur Ohrkisten? Willst du mich verarschen? Das war eigentlich schon der Auftrag jetzt, oder? Oder liegt was? Es war ein Stück Papier darin, darauf steht etwas geschrieben. Conga Typ 08 Pro O-Tü. Energie... Okay. Rot, Feuer. Der Rest des Textes ist durch das Meereswasser nicht mehr zu entziffern. Wir sind hier was auf der Spur. Ich glaube, das hat was mit diesen Maschinen zum Tor. Danke, dass du unseren Strand gerettet hast, Ranger. Rede ich zu erwachsen für ein Kind? Why nicht? Aber wir kriegen auf jeden Fall eine Ranger-Pose. Woo! Und was kriegen wir jetzt? Normal. Ja, okay. Vielleicht ist der noch... Wait. Jetzt sieg ich es ja gerade erst. Seid ihr wieder zusammen? Junge vom Strand. Wie geil ist das denn? Ich bin wieder mit meiner Freundin zusammen. Was man so über den Seefürstrand hört, es ist alles wahr. Ich habe schließlich festgestellt, dass ich meinen Freund bewundere.
Er hat alles ihm Mögliche getan, um den Wald zu retten. Oh, shit, ist das geil. Hey, das ist richtig nice. Das ist so ein bisschen Story, nur mal so nebenbei. Ach, das ist geil. Er hat einen Auftrag. Ich muss dir um einen Gefallen bitten. Ich bin heute Morgen wie immer in den Briseforst gegangen, um Stöcke zu sammeln. Ich sah mehrere umgestürzte Baumstämme, die die Pfade blockieren. Ich nehme an, sie sind im Anschluss an das Feuer umgefallen. Ich tat mein Möglichstes, um das Holz zu beseitigen, aber ich bin ein alter Mann. Umgestürzte Baumstämme zu beseitigen ist zu viel für mich. Könntest du sie an meiner Stelle beseitigen? Ah, die Worte eines echten Rangers. Wenn ich mich recht erinnere, blockieren noch 2 Baumstämme die Wege. Okay. Das heißt wahrscheinlich Zerschneider oder so. Roselia hat Zerschneiden 2, glaube ich. Ah, da. Genau, Zerschneiden 2. So nämlich. Und dann direkt nochmal zurück und wieder Roselia hin. Und da. Wunderbar. Jetzt gehen wir wieder zum Herrn Holzbart. Ah, die Baumstämme sind beseitigt. Gut. Sehr nett von dir. Und Upgrade. Upgrades, people. Upgrades. Eine lange Fanglinie. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Geil. Ich habe nicht so früh damit gerechnet. Stark. Ranger, ob du mir wohl bitte helfen könntest? Seit dem schrecklichen Feuer habe ich kein Wadribi mehr in dieser Gegend gesehen. Wadribi sind sehr freundlich. Sie geben mir immer etwas von ihrem süßen Honig ab. Ob ich mit deiner Hilfe wohl einen Blick auf ein Wadribi erhaschen kann? Wadribi sammeln für gewöhnlich Honig im Briseforst. Ich hoffe, dass es ihnen nach dem Feuer gut geht. Wadribis haben wir schon einige gesehen. Ich hab da Wadribi, bitte. Du meine Güte, also... Hallo kleines Wadribi. Hat dich das schreckliche Feuer geängstigt? Oh, du gibst mir deinen Honig? Du warst schon immer sehr großzügig. Herzlichen Dank, Ranger. Mit diesem Honig werde ich wieder Kekse für meine Enkeltochter backen können. Ja, ich schätze mir, die Aufträge, die werden schon noch umfangreicher, schwieriger. Wir sind ja immer noch ganz am Anfang vom Spiel. Also ganz ruhig. Elektroabwehr. Bist du fertig mit deinem Rundgang? Ja, ich darf schon sagen. In der nächsten Zeit wird es hektisch werden. Du solltest dich etwas ausruhen. Na, Amare, wieder munter. Wir haben gerade eine Nachricht von der Ranger-Vereinigung erhalten. Professor Hastings ist von seiner Reise zurück und auf dem Weg hierher. Er kommt, um die sonderbare Maschine zu untersuchen. Ich möchte, dass du in den Briseforst gehst und dafür sorgst, dass der Professor nicht verloren geht. Dann suchen wir mal den Professor Hastings. Ich weiß nicht, wessen Vorstellung von einem Streich diese unsinnige Barriere auf dem Panoramafels war, aber nun, was auch immer er zu erreichen versuchte, es war ein hoffnungslos zerbrechliches Konstrukt. Ein Hieb hier, ein Tritt dort und sie fiel zusammen, wie aus Zahnstochern gefertigt. Mehr als eine kleine Trimm-dich-Übung war das nicht für mich. Aber diese Volara wollte mich unbedingt auf ihrem Staraptor nach Brisen auffliegen. Wer ist denn Volara? Und das, obwohl sie genau wusste, wie ich schon den Gedanken ans Fliegen hasse. Will mich wohl ärgern, was? Aber dieser Witz geht auf ihre Kosten. Wandern ist das Beste für die Gesundheit. Nicht von irgendetwas getragen werden. Mein ungeduldiges Wesen bewirkt natürlich, dass ich mehr jogge als zu gehen. Okay, also er hält sich gut fit, oder wie? Wer bist du wohl? Ein Ranger, nicht wahr? Belauschst du ältere Herren wie mich gewohnheitsmäßig? Oh halt, ich erinnere mich an dich. Du warst bei diesem Eintagespraktikum da. Demnach hast du die Rangerschule beendet und bist nun ein Ranger geworden. Ich bin Professor Hastings von der Ranger-Vereinigung. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Aber jetzt kommen wir joggen zur Ranger-Basis. Das ist also eure kuriose Maschine. Moment mal, so etwas habe ich irgendwo schon gesehen. Und es war erst vor kurzem. Genau, das ist es. Ich habe so ein Ding auf dem Weg hierher gesehen, in Havelbrück. Aha. Ja, in Havelbrück haben ein paar Männer solche Maschinen herumgetragen. Ich erinnere mich, dass sie mit einer ziemlich zu kämpfen hatten. War wohl sehr schwer. Ich hatte sie für Briefkästen gehalten, aber nun scheint es, ich habe mich geirrt. Wir müssen sofort jemanden in Havelbrück eine Untersuchung einleiten lassen. Da habt ihr es, Leute. Dies ist eine Notfallmission. Luana und Mare, ihr zieht los und untersucht diese kuriosen Maschinen in Havelbrück. Havelbrück liegt direkt auf der anderen Seite des Briseforsts. Gleich nach dem Betreten der Stadt findet ihr eine Einrichtung namens Ranger Station. Dort solltet ihr eure Funcoms aufladen. Kuriose Maschinen in dieser wunderschönen Hafenstadt sind nicht willkommen. Daher werdet ihr beide etwas unternehmen, bevor es zu spät ist.